Vielleicht kennst du diese Situation, wo du dich mehrfach bei einer Person für den gleichen Fehler entschuldigen musst. Hintereinander. Und es ist so unangenehm, da musst du schon wieder kommen. Es tut mir schon wieder leid. Und es macht auch etwas mit deinem Wert. Vielleicht kennst du das, dass du Menschen, die du eigentlich gerne hast, enttäuschst. Du denkst, nein, aber nicht bei diesen Leuten. Eigentlich habe ich die Leute so gern. Und dann passiert es wieder und wieder. Und du schaffst es nicht, irgendwo mit den Menschen zusammenzuleben, die du eigentlich liebst, aber irgendetwas in dir ist immer wieder da, wo Enttäuschungen geschehen. Und du fragst dich, wann hört das auf? Vielleicht hast du in deinem Leben so eine, wie eine Baustelle, wo du schon seit Jahren dran bist. Sagst, ich würde so gerne in diesem Bereich anders sein. Und seit Jahren. Und manchmal hast du das Gefühl, es ist so wie 2 Schritte vorwärts und dann eine zurück und 2 Schritte vorwärts und wieder eine zurück. Oder es ist sogar 1 Schritt vorwärts, 2 Schritte zurück. So empfindest du das auf jeden Fall. Es ist eine Not in deinem Leben. Und wir wollen heute einen Text miteinander lesen aus Hebräer 7, 18 bis 27. Und es ist ein schwieriger Text. Ein Text, der eine Verbindung schlägt vom Alten zum Neuen Testament. Aber in diesem Text werden wir sehen, wird diese Frage aufgenommen. Was mache ich mit diesen Kreisen in meinem Leben, meinen Baustellen, wo ich immer wieder antreffe? Und in diesem Text ist so viel Hoffnung und so viel Hilfe für dein und mein Leben. Wir wollen lesen Hebräer 7, 18 bis 27. Die frühere Bedingung für das Priestertum wurde aufgehoben. Hier spricht es vom Alten Testament. Weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz machte nichts vollkommen. Nun ist eine bessere Hoffnung an seine Stelle getreten und sie zeigt einen Weg, auf dem wir zu Gott kommen. Gott hat Jesus durch einen Eid in seinem Priesteramt bestätigt. Bei keinem Priester vor ihm hatte es so einen Eid gegeben. Nur zu Jesus sprach Gott, der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester. So ist Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es nach der alten Ordnung viele Priester gab. Denn wenn ein Priester starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus dagegen bleibt für immer Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben. Denn er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen Hohenpriester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Das ist unser Text. Im ganzen Kapitel 7 geht es um das Thema von Priestern, die Aufgabe von Priestern. Und wir haben gelesen im Vers 18 und 19, dass das alte Priestertum, das wurde aufgehoben, das alttestamentliche, das wurde aufgehoben. Das ist die jüdische Religion. Aber es steht eigentlich für alle Religionen, die wir kennen auf dieser Welt, wo Menschen sagen, wie kann ich Gott nahe kommen? Wie kann ich zu Gott kommen? Und da sagen alle Religionen, du brauchst irgendwie so einen Vermittler zwischen dir und Gott. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du Schutz brauchst, wenn du Gelingen brauchst, wenn du Erfolg brauchst. Gott, gib mir diesen Erfolg, gib mir diesen Schutz. Aber wie kann ich sicher sein, dass Gott mir gnädig gestimmt ist? Und dann brauchte man damals und bis heute in den Religionen brauchte man Priester. Jemand, der dich vermittelt. Und unser Text sagt, dieser Weg, das funktioniert nicht. Das mit den Priestern, das funktioniert nicht. Aber es heißt auch, es gibt einen besseren Weg, wie wir uns Gott nahen können. Und zwar durch die Person von Jesus. Er ist der neue Priester, der ewige Priester. Jetzt
kannst du dich fragen, ja, in unserer Gesellschaft, also es gibt keine Priester mehr, habe ich noch nie einen gesehen in meinem Alltag, es gibt keine Tempel mehr, gibt keine Opfer mehr in unserer Gesellschaft. Ist dann dieser Text noch relevant? Schau, die Frage bleibt die gleiche, auch wenn wir diese Dinge nicht mehr haben. Wie kann ich zu Gott kommen? Oder vielleicht noch praktischer gesagt, lass mich dir diese Frage stellen. Wie siehst du dich selbst? Wie siehst du dich selbst? Wie möchtest du gerne aussehen? Wir haben alle ein Bild davon, wie wir gerne aussehen würden. Wenn du ein Foto machst von dir, ich habe letzte Woche ein kleines Video aufgenommen, habe ich gedacht, okay, so hinstehen, so, oh, das ist noch nicht so gut, da. Und dann etwas von links, weil rechts habe ich so ein bisschen Muttermale, die wollen wir nicht sehen, und dann etwas von oben, oder? Das macht die Stirn etwas kleiner, wenn du ein bisschen das Video von oben machst, oder? Siehst du besser aus. Ja, wir haben alle unsere Tricks und Kniffs, wie wir aussehen können, wie wir gut aussehen, damit wir sagen können, hey, der andere sieht mich so, wie ich mich gerne auch sehen würde. Und das ist nicht nur äußerlich so, sondern das ist auch innerlich so. Dein ganzes Wesen, dein Charakter, wer du bist als Person. Du sagst vielleicht, hey, ich möchte irgendwo, dass Leute von mir wissen, ich habe es im Griff. Ich bin nicht das Hüfeli-Elend, ich weiß schon, wo es durchgeht. Vielleicht sagst du, ich würde gerne, dass Menschen wissen, dass ich mich um andere kümmere, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein gutes Leben führe. Und dahinter steckt immer diese große Frage, bin ich in Ordnung, bin ich okay? Und es ist nicht möglich, nicht über diese Frage nachzudenken. Hast du das auch schon gemerkt? Nicht nur am Sonntagmorgen vor dem Spiegel, sondern das geht uns nach. Teilweise bewusst, eben wenn wir so ein Selfie machen, aber teilweise auch unbewusst. Da verhalten wir uns plötzlich so, wieso habe ich jetzt das gesagt? Weil es uns immer wichtig ist, wie sehen mich Menschen? Bin ich in Ordnung? Bin ich okay? Und wenn du so über diese Frage nachdenkst, dann merkst du, du kannst dir zwar einreden, wer du bist oder wer du sein möchtest. Ich möchte eine bekannte Persönlichkeit sein, ich möchte ein gutes Mami sein, ich möchte, was immer das du sein willst, ich möchte schön sein oder ich möchte berühmt sein oder ich möchte ein guter Mensch sein. Aber du brauchst immer andere Menschen, die dir das sagen. Du kannst dir schon einreden, aber mit der Zeit fragst du dich, stimmt das wirklich, was ich von mir meine? Und dann brauchst du andere Menschen, die dir ein Stück weit eine Bestätigung geben von dem, was du gerne hören würdest. Oder die dein Leben beurteilen. Man sagt ihm heute ein Feedback geben. War das gut? Bin ich in Ordnung? Ein Spiegel, wo du dich siehst und hoffentlich so, wie du dich gerne sehen würdest. Im Roman Herr der Ringe sagt Faramir, das Lob des Lobenswerten ist der höchste Lohn. Also wenn jemand, den du bewunderst, wenn jemand, den du schätzt, wenn jemand, von dem du große Stücke hast, dir sagt, hey, du bist wirklich ein Guter. Wenn er dir sagt, hey, du siehst wirklich super aus. Oder dir sagt, hey, ich schätze das so, wie du bist. Dann berührt es dein Herz besonders. Und wir suchen diese Menschen, wir brauchen auch diese Menschen. Ich weiß nicht, wer es in deinem Leben ist. Viele Menschen suchen diese Rückmeldung, diese Beurteilung im Beruf. Wenn sie hören, hey, hast einen guten Job gemacht, dann ist es Balsam für ihren Wert und ihre Person. Andere sagen, ich habe solche Freunde, ich suche diese Beurteilung dort. Manche Menschen spüren im Verlauf ihres Lebens, dass immer noch ihre Eltern oder ihr Vater eigentlich dieses Urteil sprechen könnten. Hey, du machst es gut, ich bin stolz auf dich. Es gibt so viele Orte, wo wir das suchen. Manche Eltern suchen es bei ihren Kindern. Aber wenn sie nur hören, hey, du bist so eine gute Mami, das tut gut. Und irgendwie, wir suchen dieses Feedback von außen. Bin ich in Ordnung? Arthur Miller, das ist ein amerikanischer Drehbuchautor, er hat den Pulitzerpreis gewonnen, ist ein Atheist und er schreibt in einem seiner Stücke, nach dem Sündenfall heißt dieses Stück, er schreibt über diese Gedanken. Er schreibt, ich habe das Leben immer als eine Art Gerichtsverfahren betrachtet. Als eine ewige Beweisaufnahme. Wenn man jung ist, will man beweisen, wie mutig man ist oder wie klug. Dann, was für ein guter Liebhaber. Dann, was für ein guter Vater. Und schließlich, vielleicht denkt er da etwas an die älteren Jahre, wie weise oder mächtig man ist oder was weiß ich.
Und das alles nur, weil man unbewusst von einer falschen Voraussetzung ausging, nämlich, dass der Weg irgendwo nach oben führen muss. Es muss doch irgendwo der Ort geben, wo ich dieses Urteil bekomme. Und dann schreibt er irgendeinen höheren Urteilsspruch entgegen, durch den man, weiß der Himmel, entweder freigesprochen oder für schuldig erklärt wird. Und dann schreibt er aus seinem ganz persönlichen Leben, jetzt weiß ich, dass die Katastrophe für mich in dem Augenblick begann, als ich einmal aufsah und der Richterstuhl war leer. Schreibt er als Atheist. Kein Richter, weit und breit. Und was blieb? Nichts als ein endloses Selbstverhör. Und er sagt dann, das muss ja zur Verzweiflung führen. Ich suche jemanden, der mir sagt, ich bin in Ordnung, aber da ist niemand, der das wirklich wahr und ehrlich und vollständig über meinem Leben sagen kann. Weil für ihn war der Richterstuhl leer. Und wir leben in einer Gesellschaft, die gesagt hat, Gott, ich brauche dich nicht, ich will dich auch nicht mehr in meinem Leben. Und doch, wenn du lebst, spürst du, Gott ist immer noch da. Und ich suche immer noch dieses Urteil, diese Beurteilung von meinem Leben. Bin ich wirklich okay? Ist mein Leben in Ordnung? Wir suchen das. Und die Bibel erklärt uns das auch, was passiert in all den Momenten, wo wir gut aussehen möchten, wo wir jemand sein möchten, wo wir diese Frage beantwortet haben möchten. Die Bibel sagt nämlich im Römer 2, von uns Menschen, durch ihr Verhalten zeigen sie, immer wieder im Alltag, wenn du alleine bist, mit anderen Menschen zusammen, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Du lebst und du spürst immer wieder entweder eine Anklage in deinem Herzen, du bist weit von dem weg, wer du eigentlich sein möchtest, oder vielleicht auch eine Bestätigung, hey, das war das Richtige. Es kommt ein Gefühl, wo du merkst, hey, das tut gut, ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, ich weiß, ich habe das Richtige getan. Die Frage ist, wenn es sowieso so einen Richterstuhl gibt, so eine Beurteilung unseres Lebens, wenn wir dem nicht entweichen können, stehen wir alleine vor Gott eines Tages? Oder ist da jemand bei uns, der uns verteidigen wird, der für uns einsteht, der neben uns ist, wenn dieses Urteil kommt? Und da sind wir bei unserem Text im Vers 25, wo es heißt von Jesus, er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Jesus lebt ewig und er wird für uns vor Gott, für uns eintreten. Das Wort eintreten, das hier gebraucht wird, bedeutet auf der einen Seite bedeutet es bitten. Er wird für uns beten, er wird für uns bitten, er wird etwas tun, um für uns durch dieses Gericht durchzubringen. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass er unser Anwalt ist. Jesus ist unser Anwalt. Und jetzt, wir kennen viele, weiß nicht, ob du Filme kennst oder so Anwaltsfilme oder so Justizfilme. Da gibt es diese verrückten Filme, wo jemand, der angeklagt ist, selber sein Anwalt ist. Und im Film sieht das dann hervorragend aus. Die Anklage ist riesig, aber er ist so schlau, dass er sich selber freisprechen kann. Gegen den Staatsanwalt, gegen den Richter, gegen die Jury. Hervorragend. Aber wir wissen alle aus dem Leben, das ist nicht die Realität. Versuch nie, selber dein Anwalt zu sein vor Gericht. Du wirst immer verlieren. Hast keine Chance. Wir brauchen einen Anwalt. Dann gibt es die Filme, wo der Anwalt selber ein Problem hat. Für die Eltern eine Frage der Ehre oder mit dem betrunkenen Anwalt, der selber mit dem Gesetz schon in Konflikt gekommen ist, und dann steigt er aus, dann muss noch ein Grünschnabel muss noch rein und den Fall übernehmen. So einen Anwalt willst du auch nicht. Du brauchst den besten Anwalt, nicht nur hier im Leben, sondern gerade wenn es darum geht, was ist Gottes Urteil über deinem Leben? Du brauchst den besten Anwalt, den du kriegen kannst. Warum? Weil es ebenfalls im Hebräerbrief heißt, Hebräer 12, 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und schau, Feuer ist etwas Herrliches, wenn du reine Gegenstände hineinwirfst. Wenn du reines Gold ins Feuer wirfst,
dann glänzt es, dann glüht es, ist herrlich anzusehen. Kann dem Gold nichts anhaben, kann dem Silber nichts anhaben. Aber wenn es im Gold drin Dreck hat oder Holz oder Schmutz, werden diese Dinge alle verbrennen. Und das ist das Bild, das Gott braucht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das heißt, auf der einen Seite, er ist 100% Liebe, er ist 100% treu, er ist 100% gerecht, er ist 100% kreativ, er ist 100% großzügig, er hat ein Herz für alle. Aber gleichzeitig, er ist dieses Feuer, er ist 100% heilig und vor ihm wird nichts Unreines bestehen. Nicht mal das Kleinste. Die kleinste Unreinheit kann in Gottes Feuer bestehen. Und darum, wenn jemand zu Gott geht, um uns zu vertreten, dann muss diese Person selbst feuererprobt sein. Fireproof. Du brauchst einen Anwalt, der mit dir durchs Feuer gehen kann. Und vielleicht verstehst du jetzt, wie es im Alten Testament sein musste, wenn einmal im Jahr der Hohepriester in der Stiftshütte ins Allerheiligste ging, dort, wo die Gegenwart Gottes ist. Ich kann mir vorstellen, jeder von dieser Hohepriester, über all die Hunderten von Jahren, der hat gezittert, wenn er dort drin stand. Ja, er hatte ein Opfer dabei, irgendein Schaf oder ein Stier, das er geschlachtet hat, das Blut, das die Sünden zudeckt, aber er zitterte wegen seiner eigenen Sünde. Geschweige denn all den Sünden des Volkes, die er auch noch stellvertretend mit hineinnimmt. Ich sollte jetzt vor Gott eintreten für dieses ganze Volk, obwohl ich genau weiß, ich kann nicht mal selber von Gott bestehen. Der zitterte. Man band dem Hohenpriester ein Seil ums Kleid, dass wenn er tot hinfallen würde im Allerheiligsten, dass man ihn rausziehen könnte, ohne selbst in dieses Feuer reingehen zu müssen. Wer ist dieser Anwalt, der ins Feuer reingehen kann und dich noch dabei vertreten kann? Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Er geht hinein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder darüber gelesen hast, wenn eine Raumkapsel vom Weltall zurückkommt in die Erdatmosphäre. Ich weiß nicht, ich bin kein Physiker, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich weiß, in diesem Moment, wo die Raumkapsel in die Erdatmosphäre hineinkommt, da wird es so heiß, dass diese Raumkapsel verglühen würde, in einem Moment verglühen würde, wenn sie nicht einen Hitzeschild hätte. Und weißt du was, genau das ist Jesus für dein Leben. Er ist dein Hitzeschild, dass du zu Gott kommen kannst, ohne Bedenken, ohne Angst, ohne Zweifel, mit riesiger Zuversicht, weil Jesus ist dein Hitzeschild. Jesus ist dein Hitzeschild. Er kommt mit dir in diese feurige Gegenwart Gottes, wo all das Schöne von Gott ist, aber auch all das Heilige, all das Gerechte. Darf ich mal die Decke haben? Genau, habe die aus unserer Küche mitgenommen. Ich hoffe, es brennt jetzt nicht gerade dort unten, weil das ist eine Brandschutzdecke. Eine etwas ältere. Genau. Und ich habe das, wisst ihr das? Da. Das ist ein bisschen fusselig. Ich mache das zum ersten Mal, offensichtlich. Aber wenn du ein Feuer hast, kannst du diese Brandschutzdecke nehmen. Jetzt machen wir etwas Praxisalltag. Kannst diese Decke nehmen, dann kannst du so übers Feuer hinweglaufen, das Feuer so zudecken, dass es erlöscht. Was du aber auch tun kannst, das sieht man manchmal in Feuerwehrfilmen, du kannst Menschen da zudecken, so, und sie vor dem Feuer schützen. Und weißt du was, Jesus ist genauso eine Brandschutzdecke für dich, dass du weißt, mir kann nichts passieren. Ich bin vor diesem Feuer sicher, ich bin vor diesem Gericht sicher, ich bin von jeder Anklage sicher, weil Jesus meine Brandschutzdecke ist. Er ist der Einzige und er ist der beste Anwalt, die beste Brandschutzdecke für dein Leben. Und weißt du, warum das so ist? Er selbst, er ist heilig, er ist unschuldig, er ist tadellos. Er kann jederzeit in Gottes Gegenwart hineinlaufen. Er ist zu Rechten Gottes, weil er so ist. Und das Zweite ist, er vertritt uns jedes Mal, wenn wir zu Gott kommen möchten. Jedes Mal ist er da, als unsere Brandschutzdecke.
Jedes Mal ist er da als unser Anwalt. Jesus ist immer da. Er schläft nicht. Er stirbt nicht. Er ist nicht abgelenkt. Er hat Interesse an deinem Leben. Er ist nicht zu beschäftigt. Tag und Nacht kannst du zu Gott kommen und du darfst es mit Zuversicht tun, weil du weißt, Jesus ist der beste Anwalt. Er ist meine Brandschutzdecke. Und dann heißt es, und dann wissen wir auch, das heißt, er lebt für immer. Und das Dritte ist, Jesus verteidigt dich auch erfolgreich. Weißt du, in den Anwaltsfilmen, oder, dann ist man immer so nervös. Am Schluss ist natürlich extra gemacht, oder am Schluss die Spannung steigt, Geschworene, fast 50-50, wer wird gewinnen? Aber bei Jesus ist es nicht so. Er weiß schon zu Beginn, er wird Erfolg haben, dich zu verteidigen. Er weiß es schon. Er zittert nicht, er ist nicht nervös. Er geht rein und er verteidigt dich jedes Mal erfolgreich, weil er selbst, das heißt im Hebräer 7, er hat selbst sein Leben als Opfer dargebracht, ein für alle Mal. Jedes Mal, wenn du eine Sünde tust, sagt er zum Vater im Himmel, schau, ich habe bereits dafür bezahlt. Du musst kein Auge zudrücken, du musst nicht ungerecht sein, ich habe für alles bezahlt. Es gibt nichts in deinem Leben, nichts in meinem Leben, wo Jesus ein Problem damit hätte, uns zu verteidigen. Er hat sein Leben selbst als Opfer gegeben. Und mehr noch, wenn Gott dich sieht, sieht er nicht mehr, wer du tatsächlich bist. Mit all den Sünden, mit all den Ränken, mit all den Plänen, mit all den Wünschen, jemand zu sein, wo du nicht bist, mit all dem Versagen. Er sieht dich so, er sieht Jesus vor dir. Und dann sagt er, wow, der Manu ist denn herrlich. Oder Michel, du bist mega wertvoll. Und er sieht Jesus und spricht dieses Urteil über unserem Leben aus, weil wir den ganzen Wert und die ganze Schönheit, die ganze Gerechtigkeit, die ganze Liebe von Jesus wird uns quasi wie übertragen, wird uns wie geschenkt. Du musst dir keine Sorge mehr machen, wie Gott über dich denkt. Er denkt so über dich, wie er über Jesus denkt. Er ist dein Anwalt. Wir lesen es im 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Und auch im Römer 8, 34, wer sollte uns verurteilen? Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zu Rechten des Vaters und er vertritt uns, er tritt für uns ein, er ist unser Anwalt. Und lass mich hier noch 2 Missverständnisse klären, bevor wir zum Schluss kommen. Es ist nicht so, dass Jesus betteln muss. Manchmal stelle ich mir das so vor, wenn ich selber merke, nein, jetzt habe ich gesündigt gegen Gott oder ich habe Menschen enttäuscht. Dann denke ich, jetzt muss Jesus wieder für mich betteln. Du weißt, der Manu, er ist ein armer Kaib. Immer wieder die gleichen, ja, du weißt es, Vater, es sind die gleichen Fettnäpfel. Wir haben schon letztes Jahr darüber geredet, wir haben schon vor 10 Jahren darüber geredet. Und Vater, jetzt ist er auch noch Pastor geworden. Aber ich bitte dich, bist du gnädig. So stellst du dir das vielleicht vor, aber Jesus ist ganz anders. Er muss gar nicht diskutieren mit dem Vater. Er muss nicht um Erbarmen flehen, er muss nicht betteln, weil er weiß, dass sein Opfer, das, was er getan hat für mich und für dich, dass das genügend ist, dass es jeden Tag reichen wird. Jesus bettelt nicht, er geht zuversichtlich herein, er vertritt dich und du bist freigesprochen, du bist gerecht gesprochen. Jesus ist der beste Anwalt deines Lebens. Und ein zweites Missverständnis, denken wir nicht, dass es der liebe Jesus ist und der böse Vater. Wie wenn der Vater so zornig wäre auf dein Leben und Jesus ist der Gnädige von beiden, der dann immer dich beschützen will. Nein. Es heißt doch in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist sein Herz, dass wir Vergebung haben. Es ist sein Herz, dass wir gerecht gesprochen werden. Der Vater hatte diese Idee, Jesus auf diese Welt zu senden, für uns zu sterben. Und Jesus hat freiwillig eingewilligt, weil er sagt, der Vater und Jesus, beide haben dieses Ziel, uns zu retten, uns Vergebung zusprechen zu können. Der Vater liebt dich über alles und darum haben sie diesen Weg gemacht. Wir lernen es, wenn Menschen in den Gott-Kennenlernen-Kurs
bei uns kommen, wenn sie sich taufen lassen wollen, gibt es einen Bibelvers, den lernen alle auswendig hier in dieser Kirche. 1. Johannes 1 neu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns dieses Unrecht nicht anrechnet. Er ist treu und gerecht, das bedeutet auf der einen Seite, Gott ist treu, wenn er sagt, er vergibt dir, dann tut er es auch. Aber gleichzeitig ist Gott auch gerecht, er muss sich nicht verbeugen, er muss nicht die Augen schließen, wenn er dir vergibt, er tut das in voller Gerechtigkeit. Und vielleicht, wenn wir nach der Predigt noch ein Lied singen, kannst du Gott einfach danken und sagen, Herr, du bist so gut, du bist dir selbst immer treu geblieben, du änderst dich nicht, du bleibst heilig und gerecht. Du musst dich nicht irgendwie anpassen, du musst nicht anders werden, nicht besser werden, nicht schlechter werden. Du bist, wer du bleibst. Und trotzdem hast du einen Weg gemacht, dass ich zu dir kommen kann. Danke viel mal. Und das ist, weil Jesus unser Anwalt ist. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet diese Wahrheit für unser Leben? Dass du eine Brandschutzdecke hast, jedes Mal, wenn du zu Gott kommst. Erstens, und ich möchte dir sagen, vielleicht sagst du, das weiß ich schon lange, habe ich alles schon gehört, was du erzählt hast. Da möchte ich dich einladen, prüf das, ob das in dein Herz gesunken ist, ob du danach lebst, ob sich diese Wahrheit auch auswirkt in deinem Leben. Erstens, du hast volle Vergebung. Manche Christen denken, wenn ich eine Sünde tue und dann plötzlich sterbe, bevor ich Gott um Vergebung gebeten habe, dann habe ich keinen Zugang zu Gott. Dann komme ich nicht in den Himmel. Und weißt du was? Das ist grundfalsch. Jesus tritt jeden Moment für dich ein beim Vater. Noch bevor du daran gedacht hast, Jesus betet für dich. Er hat dich freigesprochen von all deinen Sünden. Nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft. Du darfst sicher sein. Dann gibt es diese Vorstellung, die Menschen haben, dass wenn sie dann vor Gottes Gericht stehen, dass ein Film ablaufen wird von ihrem ganzen Leben. Alle Leute schauen zu, besonders hier vom Buchek und dann auch noch die Engel. Und sie schauen zu und sehen all deine Sünden, all das, was du gemacht hast, was du nicht möchtest, dass es rauskommt. Und auch das ist grundfalsch, so einen Anwalt hast du nicht. Du hast einen Anwalt, der sagt, ich habe alles schon bezahlt. Es ist schon erledigt. Und wenn du diese Angst immer wieder hast in deinem Herzen, was ist denn? Wie denkt Gott über mich? Dass du diesen Bibelvers nehmen kannst, wo es heißt, er hat alle unsere Sünden ins tiefste Meer geworfen. Das wird nicht mehr gezeigt, das wird nicht mehr hervorgenommen. Du bist freigesprochen. Du bist freigesprochen. Aber Vergebung ist nur die Hälfte der Wahrheit. Es ist mehr. Jesus tut mehr. Und zwar bist du wertvoll gemacht vor Gott. Du kommst nicht nur von deinem Minus auf eine runde Null und dann sagt Gott, jetzt kannst du es nochmal versuchen, sondern du bist wertvoll gemacht, du bist im Plus, besser geht's nicht mehr, du bist wertvoll für Gott, du bist angenommen, du bist geliebt. Die ganze Schönheit von Jesus, der ganze Charakter von Jesus, all seine guten Werke, alles ist dir zugesprochen worden. Du bist wertvoll. Und du kannst das dort ganz konkret prüfen, wo du dich fragst, wie stehe ich jetzt zu Gott? Wie reagiert mein Herz? Wenn du sagst, aber ich bin doch nicht gut genug, hast du es noch nicht verstanden. Wenn du sagst, aber ich schäme mich, jetzt zu Gott zu kommen, es geht mir ein bisschen zu schnell, hast du es noch nicht verstanden. Wenn du reinschaust in dein Leben und du suchst irgendwie eine Qualität in dir, die gut genug ist für Gott, hast du es noch nicht verstanden. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht um das, was Jesus für dich ist. Deine ganze Schönheit, deine ganze Stärke, deine ganze Treue, deine ganze Liebe, dein ganzes Leben. Es ist Jesus, der zählt, nicht wir. Und das macht uns so frei. Wir sind wertvoll gemacht. Und du darfst wissen, ich bin einfach so geliebt, einfach so. Ohne etwas zu leisten, ohne etwas zu korrigieren, ohne etwas zu verstecken. Ich bin einfach so geliebt. Und das bringt mich zum Anfang zurück. Schau, wenn du merkst, ich drehe manchmal auch Kreise. Es gibt so Baustellen, ich dachte vor 20 Jahren, ich hätte die erledigt. Aber jetzt stehe ich schon wieder. Vielleicht ein bisschen, ich habe es ein bisschen mehr im Griff, aber es ist noch nicht gut. Und es beschämt dich und es macht dir Sorgen und du hast Mühe, um Vergebung zu bitten.
Und ich sage dir, Jesus betet für dich. Er tritt für das ein. Du musst dir keine Sorgen machen, es ist vergeben. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Und wenn wir das annehmen, diese Wahrheit, macht es etwas mit uns, dass wir leichter leben können. Ich denke aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die sich so ernst nehmen. Ich will ein guter Mensch sein. Das ist so ein anstrengender Lebensstil. Das ist so anstrengend und so ernst. Und diese Wahrheit, dass Jesus für dich eintritt, dass er dich freigesprochen hat, macht dein Leben gelassen. Ich habe es mal so gesagt, du kannst über dich selbst schmunzeln. Wenn jemand kommt und dir sagt, was, ich habe nicht gewusst, dass du so schlimme Gedanken hast, kannst du ihm sagen, du weißt nur die Hälfte. Weil du frei bist. Und da musst du weder dich aufspielen und den Leuten den Eindruck geben, du seist etwas Besseres, noch musst du mit Minderwertigkeit kämpfen. Du bist geliebt. Du kannst von dir sagen, ich sage mir das selbst. Ich bin so ein schlechter Mensch, dass Jesus für mich sterben musste. Aber ich bin so geliebt von Gott, dass Jesus für mich sterben wollte. Ich sage es dir auch, du bist so ein schlechter Mensch, dass Jesus für dich sterben musste. Aber du bist so geliebt von Gott, dass Jesus für dich sterben wollte. Und dass er hinsteht. Und auch wenn du noch Jahre kreist in deiner Baustelle, diesen Dingen, wo du dich selber schämst, du darfst zu Gott kommen. Du bist angenommen, wie du bist. Schäme dich nicht. Nimm's in dem Sinn locker, dass du nicht dich verstellen musst oder jemand anders sein musst. Du darfst der sein, der du bist, und du bist bei Gott angenommen. Es macht aber auch etwas mit dir. Es wird deine Beziehung verändern. Und das ist ein Gradmesser, ob du das verstehst, dass du freigesprochen wirst. Weil du kannst mit anderen Menschen anders umgehen. Kennst du diese Menschen, die immer Recht haben wollen? Kennst du diese Menschen, die dir den Eindruck geben, sie sind gut und du bist so ein bisschen unten? Du kannst sagen, mach doch nichts. Ist mir nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich vom höchsten Gericht angenommen bin. Warum sollte mich das kümmern, wenn mich jemand links liegen lässt, wenn mich jemand nicht begrüßt, wenn jemand mich nicht beachtet, wenn jemand schlechte Dinge über mich sagt? Ist doch halb so wild. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich kann in einer Demut anderen Menschen begegnen. Das verändert doch deine Freundschaften. Dass du sagen kannst, er hat jetzt nicht gerade mich nicht so gut verstanden. Aber es macht nichts. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Und Jesus hat mir vergeben. Macht einen Unterschied im Umgang mit deinen Kindern. Dass du sagen kannst, es tut mir leid. Du musst nicht der Vater, die Mutter sein, die alles im Griff hat. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Auch einem kleinen Kind gegenüber. Kannst du mir vergeben? Weil du eine Demut erhalten hast von Jesus. Kannst aber auch deinen Kindern sagen, du, ich ändere meine Meinung nicht, ob du mich lässig findest oder nicht. Weil du weißt, du bist geliebt von Gott. Du musst nicht immer das Wohlwollen haben von deinen Kindern oder von anderen Menschen. Ich komme zum Schluss. Letzter Gedanke. Es bedeutet aber auch, dass wir zu Jesus, zu Gott kommen sollen und zu Gott kommen müssen. Wir haben es gelesen. Deshalb kann er auch alle für immer retten, die durch Jesus zu Gott kommen. Und ich sage dir heute Morgen, komm zu Jesus. Komm zum Vater. Leg den Stolz ab. Leg die Schamgefühle weg. Komm zu Jesus. Wenn du heute merkst, ich habe Dinge, ich drehe mich im Kreis, ich habe Baustellen, ich schäme mich, über das zu sprechen, komm zum Gebet nach vorne, bekenne es. Lass für dich beten und lass es los, weil Jesus betet für dich. Wenn du noch nie Jesus eingeladen hast in dein Leben, komm, das ist die einzige Bedingung. Es ist alles da, aber du musst kommen. Es ist ein Kommen, das nicht nur einmal passiert, sondern wo wir immer wieder unser Leben lang kommen dürfen zu Gott. Und auch wenn du in 10 Jahren noch am gleichen Punkt bist, darfst du zu Jesus kommen. Auch wenn du in 30 Jahren noch am selben Punkt bist, Jesus betet für dich. Wenn der Teufel dich anklagt, Jesus betet für dich. Wenn du Zweifel hast am Glauben, Jesus betet für dich. Wenn du Mühe hast mit einem Charakterzug, Jesus betet für dich. Bevor Petrus, der große Apostel Petrus,
Jesus verleugnet hat. Er hat seinen eigenen Retter, seinen eigenen Meister aufs Schlimmste betrogen und im Stich gelassen. Hat sich geschämt, zu Jesus zu stehen. Nach 3 Jahren purer Liebe, Annahme, Vergebung hat Jesus verleugnet. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet heute für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er wird dich durchtragen bis an deinen letzten Tag, bis den Moment, wo du vor deinem Vater stehst. Freigesprochen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Feuerschutzdecke bist, unser Anwalt, der uns vertritt. Und jetzt gerade betest du für uns. Schon als wir noch schliefen, hast du schon für uns gebetet. Du betest, dass unser Glaube nicht aufhört. Du betest und trittst für uns ein, für alle unsere Sünden, für alle unsere Unzulänglichkeiten, für all das, was wir uns selber schämen, wo wir Dinge verstecken in unserem Leben. Du bist unser Anwalt. Du sprichst uns frei. Herr, und wir wünschen uns, dass diese Wahrheit unser Leben verändert. Unseren Selbstwert. Dass wir zuversichtlich werden, wenn wir zu dir kommen, Vater, wenn wir zu dir beten, wenn wir mit dir leben. Dass es unseren Umgang mit anderen Menschen ändert. Dass wir uns nicht behaupten müssen, Recht haben müssen. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und während wir so im Gebet sind, wir werden dann nachher ein Lied singen. Und ich möchte unsere Leiter einladen, nach vorne zu kommen fürs Gebet. Sie stellen sich auf, links und rechts. Und dann kannst du einfach kommen mit all dem, was du hast, wo du sagst, ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Hatte den Eindruck während der Lobpreiszeit, dass Menschen da sind, die sagen, mein Leben ist sowas von zerbrochen. Ich würde das nie sagen, ich würde das nie mitteilen, aber es ist so. Komm doch mit dieser Zerbrochenheit. Jesus betet für dich. Er ist hier. Lasst uns diese Zeit einfach nutzen zum Gebet, Jesus anzubeten, wo dein Herz gesund werden kann, wo du weißt, dass du freigesprochen bist.